Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Am wie ihr euch aufpelzig. geweigert habt, euer Schicksal als Sohn von Baal anzunehmen. Jetzt fängt die wieder an. Ihr habt nicht das Verlangen verspürt, euch ihr Imperium zu schaffen und ihr seid sicher kein Ersatz für den Fürst des Mordes. Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass ihr ein Schwächling und ein Feigling seid. Ihr verdient gar nicht, dass in eure Adern das Blut von einem Gott fließt. Wenn jedes Mal, wenn ihr die Gosch aufmacht, irgendeine Beleidigung rauskommen muss, dann halt sie doch einfach mal. Meine Bestimmung geht nach mich, was Avikonia, ich bin nicht bereit, das mit euch zu besprechen. Warum kommen wir dann auf das Thema? Bei euch wird im Übel, Abdel Adrian. Ist das nicht Grund genug? Ich guck euch an und sehe etwas, dass ich lieber unter meinem Stiefel zertrete, als mit ihm zu retten. Und wieder verschließt ihr euch von mir. Ist es wirklich so schwierig, jemanden so zu behandeln, als wäre euch ebenbürtig und euer Vertrauen wert, Vikonia? Es ist wirklich irritierend, wenn ihr die Dinger so als gegeben anseht. Geht mir aus der Auge weg. Och ja, gern. Der sollte man erstmal nicht unter die Aare treten. Aber die Gutfrau ist verliebt und kann nicht damit umgehen, den ich muss sagen. Sonst wäre sie ja längst weg. Nee, mein Name ist Habib Khalid Ahmed Al-Afif und ich kann mich nicht gefangen nehmen lassen. Ich werde mein mächtiger Krummsäbel gegen euren Schädel schwingen, als die Demütigung von eurem Kerker zu ertragen. Ja! Pff. Oh, normalerweise funktioniert es. Was ein Arschloch. Vor allem, er verursacht Endschadenspunkt bei Edwin und er schlagt ihm erstmal auf die Schnut mit dem Stab und verursacht 14 Schadenspunkte. Ich glaube, Korgan müsste den nur schief angucken und der fällt tot um. Oh je, was ein Schwächling. Yes, das vergesst es. Also es gibt immer wieder so Knetköpfe, die es anscheinend probieren wollen. Da sind sie aber bei uns definitiv an der falschen Adresse, würde ich sagen. Allerhopp, jetzt haben wir so einen tollen Schlüssel. Wo ist er dann? Wer hat dann den Schlüssel gekriegt? Korgan. Igitt, du darfst das nicht haben. So, ich darf das haben. Schlüssel zum Keller der Schattendiebe. Mit Hilfe dieses Schlüssels könnt ihr eine Geheimtür öffnen, die zum Hauptquartier der Schattendiebe führt, nachdem ihr jetzt schon einige Zeit sucht. Die Geheimtür befindet sich im Erdgeschoss der Schattendiebesgilde in der Nordostwand. Wo ist Nordosten? Wenn es denn sein muss. Hier wissen wir es auf jeden Fall, dass dort Derle ist. Und siehe da, Abdel Adrian, machen wir auf. Gute Idee, das Der Schlüssel passt. Das war ja die einzigste Wand, die wir hier nicht öffnen konnten. Jetzt gehen wir mal hier rein und gucken uns dann mal im Diebeshauptquartier um. Hi Leute, wen haben wir dann hier alles sitzen? Eine Tassa, ein Kutschul und ein Mitsu. Hi Ich Tassa. hoffe, das bringt was. Hey, wenn du hier landen willst, musst du erstmal was locker machen. Ihr seid also Abdel Adrian. Der Aaron hat schon viel von euch erzählt. Oh meine Güte, seid ihr aber goldig. Ich liebe einfach hübsche Dinge. Finde mich nicht auch hübsch. Oh, hier ist das was eine Kuh. Aaron befindet sich in seiner Gemächer, kleiner Mann. So lecker. Gehen und sprechen mal mit ihm. Ich bin fürs Erste fertig mit euch. Hier ist das ja leid. Und was ist da mit ihr, Kutschul? Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Hey, willkommen hier in der Guild. Ich hab mir uns noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Kutschul, außergewöhnlicher Eibrecher von meinem Zeichen aus hier. Beste Dachfirschtkletterer auf derer Seite von Tiefwasser. Habt die Ehre. Okay, und du hier? Passt bloß auf. Ich habe gute Augen. Oh, das ist eine Halblingsfrau. Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Mitsu. Und kommt mir nicht mit irgendwelche Wortspiele, nur weil ich Klee bin. Ich bin ein Schattendieb, genau wie ihr. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Ach, Korgan wieder. Vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Ich Zumindest deal den Namen nicht. Ich wäre gegen euch alle, wäre unser Zusammenschluss nicht entsetzliche Notwendigkeit. Nachdem das geklärt ist, will ich euch anständig begrüßen. Willkommen in der Gilde. Ich glaube, ihr seid entweder hier, um euch mit Aaron zu treffen oder um zu trainieren, nicht wahr? Was mich ergeht, ich tät lieber trainiere. Aaron Linwein ist Kenner, der mal in die Quere kommen soll, wenn ihr versteht, was ich meine. Am besten geht man ihm ganz aus dem Weg, dann kann man auch nicht aus Versehen reizen. Aber ich bin sicher, ihr kriegt das schon hier. Ja, Sag mir, was muss du ja wohl tust, ich irgendwie, kümmere oder? mich drum. So, hier gibt's auch noch einen Weg. Da kommt man dann raus, so landet man dann bei der Hausfassade draußen. Da sind wir dann direkt wieder auf der Karte von den Docks. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich warte. So, jetzt gucken wir uns dann mal ein bisschen hier in der Schattendiebesgilde um. Der Weg führt zu Aran Linweil.
Also wenn wir hier durch die Wand gehen, dann kommen wir direkt zu Aran. Aber wir wollen uns ja erstmal die Schattendiebesgilde mal ein bisschen genauer angucken, wenn das schon ihren Hauptsitz ist. Oh, wie sieht's dann hier aus? Igidigit. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Ich kann mich kaum erinnern, wie das letzte Mal wer reingekommen ist und mir gesprochen hat. Muss wie lange her sein? 6 Jahre? 7 Jahre. Oh, ich kann mal lange Zeit festsitzen. Jo, das kann man. Ich hab die Wände gekratzt, da reingeritzt. Und das funktioniert. Na klar, außer wenn du wann mehr frei hast, dann kann man nur noch schätzen. Was meinst du, nicht jemand voll? War vor 2 Jahren. Ja, mehr oder weniger vielleicht. Oh, reizende Geselle hier. Was ist mit dir? Du siehst schon nicht so bettlachig aus. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ihr seid bei einer von Arans neuer Favorite. Ja, es sieht nicht wie jemand aus, der sich in der Gilde normal noch übergearbeitet hat. Och, ich hab mal den Platz mal so verdient, so wie alle anderen Mitglieder. Oder ich bin hier, weil ich Arans Hilfe brauche. Aber es geht euch eigentlich gar nichts an. Arans Hilfe? Arans Hilfe? Ob ich Aran helfe oder schade will, unterscheidet sich meistens nicht besonders. Er wird sich gegen euch wenden, wenn es ihm gerade in den Sinn kommt. Denkt immer an meine Worte. Ich bin Archon und ich war Selemols sein Leutnant. Wichtigster Assistent, sei recht die Hand. Ich war der Gilde loyaler Geber und das war mein größter Fehler. Ich habe gedacht, ich stehe der Gilde in Gefallen tue, wenn ich versucht, Aran zu ermorden. Ja, das ist natürlich clever. Vielleicht habe ich hier recht gehabt, vielleicht habe ich mich hier geirrt, vielleicht wird Aran unser Gilde jo zerstören, vielleicht wird die andere Gilde, die von der Frag führt, wird zerstört wäre. Ich schätze, ich werde es wohl nie rausfinden. Das Einzige, was ich hier inzwischen sicher weiß, ist, dass meine Bestrafung länger und qualvoller sein wird als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt hat fort mit euch Neilingen, es gibt nichts, was ihr für mich tun könnt und es gibt nichts, das ihr mir tun könnt. Mir bleibt nur noch drauf zu warten, was Arans Laune für mich bereithalten. Klingt ja wunderbar. Und da haben wir noch einen Zwerg. Euer Gewäsch geht mir langsam auf die Nerven. Hey, wer seid denn ihr? Ich kenne euch nicht. Seid ihr hier, um mich endlich zur Richtung zu bringen? Das wäre eine Lösung, glaube ich. Der Aran hat mich hier vor einem Monat reingeworfen. Mindestens, ich glaube, es war ein Monat. Man kann daran denken, dass man mich hier für immer verrotten lässt. Ja, reizend. Also, der hat Stil hier, Aran Linweil. Meine Güte. Jetzt sage ich, machen wir die der schnell zu, dass wir die Gestalte hier vergessen. Ja, ich bin Und dabei. gehen nochmal hier rein. Oh, nett. Schön sieht's hier aus. Nee, bitte. Ja, was soll denn der ganze Rabatz, Kerle? Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich den rotglühenden Schürhaken nur deswegen wegnehme, weil ihr anfangt, um Gnade zu betteln, nicht wahr? Nee, bitte, ich flehe euch an, du das nicht. Na, du drei schon denken sollen, bevor du rausgezogen bist, um euer Gildepartner und die Familie zu ermorden. Jetzt bist du wohl besser vorsichtig, wenn du dich bewegst. Dabei könntest echte Schaden nehmen. Und wo blieb ich dann? Ich glaube nicht, dass ihr die hohe Kunst vom Foltern, die ihr hier erfahrt, wirklich zu schätzen wisst. Wir sind jetzt seit, wie viel? 4 Tage dabei. Ja. Und ihr seid erst 2 Monate in Ohnmacht gefallen. Wisst ihr eigentlich, wie hart das manchmal ist? Der Mangel an Wertschätzung her. Dagi, bring mal die Zange. Es ist jetzt Zeit, unseren Gast ein bisschen Respekt für die hohe Kunst des Folterns zu entwickeln zu lassen. Folterknecht-Lehrling Douglas. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ach du liebe Zeit, so geht's aber gut ab hier. Reizend. Der lebt noch. Der ist einfach nur Gefangener, die anderen sind schon tot oder schon verfault. Und was sagt er dann? Hallo, ich bin der Puter, der offizielle Folterknecht von der Gilde hier. Das ist ein netter Job, wisst ihr, und erfordert mehr Fähigkeiten als alle denken. Aber ich bin sicher, dass ihr mir nicht zuhören wollt, wenn ich babbel. Ihr seid hier, um mit dem Schattenmeister zu retten, nicht wahr? Er hat nicht viel von meinen Fähigkeiten übrig, aber er weiß sie trotzdem zu schätzen. Ich will ihn nicht ärgerlich machen, okay? Wenn ihr zu ihm wollt, er ist in seinem Zimmer, wahrscheinlich mit seinem kleinen Mädel, Tassa. Wer gerne dabei und zur Ehre, wie sie kreischt. Es tut mir leid, ich bin für einen Moment abgeschweift. Jetzt gehen einfach und suchen ihn auf. Buddha macht sich dann mal wieder an die Arbeit. Ja, okay, die Tassa wird anscheinend dann vom Schattenmeister selbst gequält. Ach du Scheiße. Das ist fast mehr, als ich ertragen kann. Ich werde auf jeden Fall mit einer Truppe vom reinigenden Licht an den Ort zurückkehren, sobald unsere Verbindung nie mehr notwendig ist.
Anomen, halt die Gosch, du bist chaotisch neutral und der Order hat dich verstoßen. Nix kommt du mehr. Okay, das ist noch ein Stück der Male durch. Als ob genug für alle da ist. Hehe, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Corgi Boy. So, dann gehen wir erstmal hier durch die Dirt durch und gucken uns so nochmal das Trainingsgelände an. Das ist nämlich auch nochmal sehenswert. Sag mir, was drin es denn sein muss. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Was gibt's denn da noch Schönes? Und es ist das Update hier im Steckstand. Der bummelt hier die ganze Zeit rum in der Gilde. Der kommt sich auch wohl vor wie im Paradies hier. So, da ist noch eine Frau. Solange ihr höflich Die Missy. werde ich euch tolerieren. Hey, gebt mir euren verdammten Mantel. Jetzt. Ich will euch nichts geben. Hau ab. Verrotteter kleiner Kobold. Glaubt ihr könnt Missy verarschen? Ich bin die beste Garderobefrau, was Ara niemals gehabt hat. Wenn ich also euren Mantel haben will, dann gebt ihr mir gefälligst euren verdammten Mantel. All die Lehrlinge hier, die schleichen hier rum, als könnte ich sie nicht sehen. Die versuchen die Sache aus dem Mäntel zu stehlen. Ja, sogar die Mäntel selber. Aber das funktioniert bei mir nur einmal. Als ich nur 1 Sekunde meinen Posten verlassen habe, waren alle Mäntel verschwunden, als ich zurückgekommen bin. Nicht mal ein Stäubchen war noch übrig. Nie wieder macht jemand aus Missy einen Trottel. Niemand. Okay. Klingt sehr cool. Dafür lässt sie uns auf jeden Fall hier rumstöbern. Und es gibt hier 2 Mäntel, die wir uns abholen können. Und im Ende sind 90 Goldstücke drin. Perfekt. Und das, obwohl sie dabei ist. Also, so toll kann die auch nicht sein in ihrem Beruf. Der blöde Zwerg macht das schon. Genau, der blöde Zwerg macht das schon. Und hier haben wir nochmal Schön, welche. einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu Oh, in Ordnung, in Ordnung. Seid ihr bereit für ein weiteres Match? Ja. Vielleicht sollten wir erstmal Wald hier ausruhen. Und riskieren, dass Pelana uns erwischt? Ganz bestimmt nicht. Bereit oder nicht bereit? Lassen uns anfangen. Okay. Ja, warum nicht? Also die fetzen sich hier ordentlich. Es wirkt auf mich mal ziemlich ernst, was die hier machen. Gut, jetzt sind sie anscheinend genug trainiert. Jetzt sind sie... Wenn sie genug auf die Schnut kriegt und dann kann es weitergehen. Warum auch nicht? Hier sind noch überall so Fallbeiler. Und hier auch sind noch Galerien, wo immer so ein Bogenschütze der Schattendiebe steht. Also die schießen wahrscheinlich dann auch noch auf die Leute. Höchst anspruchsvolles Training hier, würde ich sagen. Okay. Einen guten Tag. Spuckt's schon aus. Das ist die erwähnte Pelana. Ihr gehen zur Seite, wir sind mitten im Training. Okay, was geht hier ab? So, da ist ein Hansel. Ach Gott, der schießt die Leute hier wirklich tot. Sprecht schnell, Bürger. Halten die Ich habe Sehner nicht viel dichter Zeit am für sowas. Arm. Ein Schuss kann leicht verrissen werden. Okay. Lehrling verursacht 10 Schadenspunkte bei Schattendieb. Schattendieb stirbt. Ach du Scheiße. Also hier ist wohl offensichtlich ernst. Was passiert? Zack. Weg Einen ist er. guten Tag. Guter Schuss. Und noch einer. Ich diene mit meinem Schwert. Gute Leistung, Fearlos. Gehen jetzt ins Bad. Stellt nichts Blödes an. Halt, dann seid kriegt ihr ihr neuer auch keinen Lehrling? Ärger. Eigentlich suche ich Aran Linweil. Ach, ihr sucht Aran, ja? Nun, er trifft sich nicht mit jedem. Ihr werdet erstmal Tassas Umklammerung entziehen müssen und das wird nicht leicht sein. Wer seid ihr und was wollt ihr von Aran? Mein Name ist Abdel Adrian und Arans Hilfe ist mir eine Menge wert. Ach, mir ist nicht bekannt, dass Aran Gold für etwas Bedeutenderes als Wasser hält. Aber wenn er Geld verlangt, wird er euch wahrscheinlich sehen wollen. Na, aller Hopp, ich halt euch nicht auf. Ihr findet Aran in seinem Quartier in der südöstlichen Eck von der Ebene der Gilde. Ach, ich wäre euch lieber besser Anweisungen geben, er hält's gut versteckt. Gehen zurück zum Eingang von der Ebene. In dem ersten Gemeinschaftsraum gibt's ein Geheimtür an der Nordostwand. Ein langer Gang führt euch zu seinem Quartier. Letztendlich. Okay. Was haben dann die hier bei sich? Nur ein Langschwert, okay. Da ist eine Goldmünze. Und was hat der Knetkopf? Ach, nur ein Langschwert. Dann wird der Dussel wahrscheinlich auch nichts Besseres haben. Ja. Okay. Und eine Goldmünze. Gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm, der Rede. Hier jagen wir doch mal unsere Truppe Achmo hier. Und da ist auch noch was Uriges parat für uns. So, Corky, du rennst drüber, weil die Dinger verursachen Schaden. Ja. Machen zwar nur einen Schadenspunkt, aber trotzdem.
So, was ist Schön, hier? einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage Endlich. zu treffen. Ich hasse die dämliche Fallekurse. Ich drück einfach den Idiote-Knopf und stirbst. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Hehe, darauf fallen sie alle rein. Pelana, ich brauche neue Auszubildende. Okay. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht noch, sondern gehen einfach wieder zurück. So, also wir gehen erstmal über die Stachelwalze, nur um dann zu dem Idiote-Knopf zu kommen und wer ihn drückt, der stirbt. Dumm gelaufen. Naja. Dann geht's weiter. Also wie wir sehen, ist definitiv die Ausbildung bei der Schattendiebe knallhart. Die sondieren hier wirklich aus, wen können sie gebrauchen, wenn nicht. Und die Leute, die sterben auch hier bei ihrer Ausbildung. Wo ist er eh? Ich hätte schwöre, kann ich auf eine Sekunde den Deal vom Mörderlauf kommen sehe. Schön, einen potenziellen Freund vom Ihr gleichen kennt in der Schlage zu Schatten... treffen. Ihr könnt in der Schatten niemals euer Ziel finden, Grin. Nicht mal in einem Riesefeuer in einer automatischen Armbrust. Ihr könnt euch nicht für immer verbergen. So groß ist der Mörderlauf auch nicht. Ich wär euch Krieger. Du muss ich hier lachen, Grin. Ich hab mich mit Leichtigkeit zweimal von hinten an euch angeschlichen und euch ins Ohr gepusht. Okay, wenigstens hat er nicht gleich von hinten ermordet. Also, gemeuchelt worden ist er wenigstens noch nicht. Aber Abdel Adrian ist ja auch ein voll ausgebildeter Meuchelmörder, muss man doch klipp und klar hier achtet zu Sache. Ich habe schon wegen weniger getötet. Klar ich da immer wieder. Ihr müsst eure Oh, Gruppe okay. erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So geht's auch noch raus. Na gut, dann schicken wir mal hier nochmal Abdel Adrian rein. Hier haben wir nochmal ein Goldstückel. Da ist nix. Da ist auch nix. Also wirklich wertvolles Zeug haben die Jungs hier nicht offenlegen. Nur so, ja, Gammeltant würde ich schon fast dazu sagen. Also hier ist wirklich nichts von großem Wert, was rumliegt. Und da ist noch einer. Sagt, was ihr wollt, aber macht es Schattendieb. kurz. Ich habe von euch gehört, ihr habt viel gekämpft bis zum Tode, sagt man, mit viel Energie. Es wird viel gebabbelt. Habt ihr Interesse an einem Angebot? Ja, klar, ich höre. Gut. Tja, wie ich sehe, dürfen ihr euch gegenüber Arandin, weil noch nicht allzu loyal verhalten, stimmt's? Ihr müsst erkennt haben, dass die Position auf der Kippe steht. Jeder muss ein bisschen Mumm in den Knochen, mit ein bisschen Mumm in den Knochen kennt sie übernehmen. Jetzt gleich! Die ganze Guild kennt uns gehören. Uns! Stellt euch doch mal vor, ich denk... Jedo, ich höre, wer es sagt. Verrat! Verrat gegen die Gilde! Ich hatten doch nicht gesehen. Dummkopf, der Tod ist noch. Und ihr dort, wenn es euch nicht genauso gehen sollt, dann helfen wir. Bettelt ein wenig, dann kann ich euch einen Ups, schnellen Tod. das ging ziemlich fix. Der ist hinüber. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. So ergeht's der Verräter. Das sind alles Idioten, wenn sie glauben, der Schattenmeister sei schwach. Nur weil er andere Gilde gegen uns kämpft. Der Schattenmeister wird überlegen sei. Ich muss jetzt Bericht erstatten. Entschuldige mich. Natürlich. Oh, da ist sogar noch ein Ring zum Identifizieren dabei. Geiler Scheiß. Was ist das? Ring der Dietricher. Derek Drack, einer der talentiertesten Einbrecher aus der Gilde der Schattendiebe, trug diesen Ring bei einem Großteil seiner erfolgreichsten Einbrüche. Der Ring verbesserte Derricks ohnehin beeindruckende Fähigkeiten beim Öffnen von Schlössern noch zusätzlich. In ganz Ardkatla gab es keine Tür, die ihm widerstand. Um den Ring zu aktivieren, muss man das richtige Befehlswort aussprechen. Dann verwandelt sich der Granat des Rings in einen Schlüssel, der ziemlich perfekt in das Schloss passt, das der Dieb gerade knacken will. Okay, nicht schlecht, aber leider ist es nicht so einfach. Trotz allem besondere Fähigkeiten. Der Träger erhält plus 25% auf Schlösser knacken. Hier haben wir noch den Beeinflussungsring, den mag ich auf jeden Fall behalten. Und den Unsichtbarkeitsring, den sollte ich auf jeden Fall auch nochmal gerade checken, was der noch kann. Ich kann Blindheit, Blitzschlag und ich kann einmal Unsichtbarkeitsring. Gerade mal probieren, ob das funktioniert. Okay, unsichtbar. Sehr schön. Nicht schlecht. Ich warte. Gut, Ist dann schon bleiben wir doch geschehen. erstmal unsichtbar. Und wir haben jetzt soweit die Gilde erkundet. Das heißt, ich würde jetzt Dohi gehen, wo wir zu Aran Linwal tatsächlich kommen. Das heißt, Abdel Adrian, du Dohi, Korgan, du, Auf euren Befehl. Anomen, Viconia das Schicksal wartet. und Schon wird eine Edwin. Verschwendung meiner großartigen Talente. Wenn ich die nämlich so aufdehle, dann bleibt keiner irgendwo in der Prärie hängen, weil wenn es irgendwo am Tisch grenzt, dann könnte die KI als denke, dass irgendwo anders schon Schluss ist und dann bleiben die dort stehen. Das heißt, statt do könnte es passieren, dass der Hansel hier schon denkt, hier ist Schluss und dann bleibt er hier stehen. Also von daher, naja. Die KI war in der 90er und frühe 2000er noch nicht so gut ausgebildet.
Wenn ich dann auch zum Beispiel bedenke, Resident Evil 4 mit dem Mädel, was man dabei hat, ach du Scheiße, die ist ach so dumm wie noch was. Also diese KI ist ach hoffnungslos unterintelligent. Was steht denn wieder? Abdel Adrian bummelt der wieder. Nur weil er unsichtbar ist, der feine Herr. Gut, dann lassen wir unseren Running Dwarf mal vorrennen und gucken mal, wo es uns letztendlich hinführt, wie es uns die tolle Ausbilderin gesagt hat. Was ist dann hier noch? Die zahlreichen Röhren und Gänge scheinen Teil irgendeines Labyrinthes zu sein. Das könnte wohl dieser Mörderlauf sein, den sie erwähnt haben. So, gehen wir nochmal dort hier. Und da ist noch so ein Typ. Ja! Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ein Bogenschützer der Schattendiebe. Wenn ihr hier was zu erledigen habt, los und dann raus. Ich beobachte euch. Sagt mir, was zu tun Okay. ist, das mir zu übertragen. Warum nicht? Jetzt gehen wir erstmal durch rein. Und retten doch mal mit dem großen Overgoscher. Wenn unser Magier noch irgendwo kommt. Ja, da ist er. Edwin, hast du eigentlich deine Waffe noch ausgerüstet? Nee, gar nicht. Seltsam. Warum auch immer. So, jetzt speichern wir hier auf jeden Fall nochmal. Und gehen wir in dem Diebesnest jetzt zum Overgoscher, der hier Sache hat. Hi, Leute. Oh, der edle Herr, wie er hier einen Whirlpool hat. Da hat er noch einen Safe, den ich ganz gern knacke. Da ist noch was. Da ist noch ein Schläger der Schattendiebe. Noch ein Schläger der Schattendiebe. Und Aran den Weil. Das glaube ich dir sogar. Okay, da ist nichts drin. Rauben wir doch erstmal den Typ aus. Da ist noch so gemütliche Sofaecke. Ah, okay. Ich habe mich darauf gefreut, euch zu sehen. Ich bin, wie ihr wisst, Aran Linweil. Okay. Gut. Sind wir mal zu Diebeskollege freundlich. Mein Dank, Aran. Was wollen er von mir? Gleich zur Sache, was? Das geht klar. Ihr seid eine sehr fähige Person und ich möchte euch einen Handel vorschlagen. Ich könnte mir denken, dass ihr mir das gibt, was mir eh schon zusteht. Ich habe gezahlt. Verdammt, ich habe schwer geschuftet. Ich will Antworten für mein Gold. Machen wir das Erste. Ich entschuldige mich, wenn ihr glaubt, man hätte euch Unrecht getan. Ich versichere euch, dass alles, was ihr bezahlt habt, gut eingesetzt wird. Aber die Dinge brauchen Zeit. Um die Worte zu sagen, haben wir schon lang, bevor ihr uns das Gold gebraucht habt, stark gearbeitet. Es bleiben nur noch ein paar kleine Punkte, aber die müssen angesprochen werden. Zuerst einmal werdet ihr für das Gold, das ihr bezahlt habt, entschädigt werden. Ich werde euch verschiedene magische Gegenstände geben, die ihr behalten dürft, egal wie die Sache ausgeht. Endlich etwas Greifbares, obwohl sie die enorme Ausgabe lieber wert sein sollten. Ich hätte vielleicht einen besseren Preis bekommen, wenn Abdel Adrian euch nicht bezahlt hätte. Nun, ich weiß, dass ihr begierig darauf seid, hinter Imon herzueilen. Ich versichere euch, dass eure Zeit bald kommen wird. Doch es dauert eine Weile, das Geld zu verteilen. Die Verzögerung beunruhigt mich. Gibt's so ein Problem, von dem ich nichts weiß? Nee, alles ist wie es sein soll. Das gibt lediglich ein paar kleine Schwierigkeiten, auf die man gestoßen sind. Ich bedauere sehr, dass ich euch um die Erfüllung von einigen Aufgaben bitten muss. Das ist Zeitverschwendung. Der Dummkopf will uns nur unsere Zeit und das Gold, was man bereits bezahlt hat, rauben. Ich weiß, ihr seid Miet und ihr habt schon hart geschufft. Das tut mir leid, aber der Gildekrieg hält uns davor ab, weiterzumachen. In den Docks passieren eigenartige Dinge, Ladungen verschwinden und mit ihnen mal Arbeiter. Wir sind durch die Sache sehr geschwächt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ihr gefangen genommen oder zum Feind gedrängt werden. Wenn ihr zu den Docks geht und der Wache bei der Ladung von der Rücke stärkt, wird es unsere gesamte Position verstärken. Gehen doch mal nachts, dann werden wir mein gegenwärtiger Hauptmann von der Garde schon dort finden. Eine Frau namens Moog. Notiert euch alles, was euch ungewöhnlich vorkommt und berichten wir dann davor. Okay, mache ich. Gute Jagd. Berichten mal, wenn irgendetwas passiert. Oh, und der Bonus, über den wir gesprochen haben. Nimm die Gegenstände. Hier werden sie sicher gebrauchen können.
Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Was diese ist Gruppe es? fähig sein würde, mich zu erfreuen. Was ist es Aber dann? dennoch bin ich beeindruckt. Guck das doch mal an, Edwin, was das für tolle Dinger sind. Okay, derzeit können wir es aber nicht identifizieren, aber es sind nichts anderes als ein Schutzring plus 2 und ein Schutzamulett plus 2. Klar, also ich glaube zumindest, das ist ein Schutzamulett plus 2. Es könnte aber sein, dass was Besseres ist. Ein Safe, okay. In einem Safe ist Silberamulett und Goldstück drin. Also okay, das war wohl auch eher zum Alibi, um die Leute hier und dann noch vorzugaukeln, dass hier was ist. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch, um die Gegenstände identifizieren zu lassen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. So, also jetzt kümmern wir uns eigentlich nur noch um die Hauptquest-Aufgabe hier. Arans Aufgaben, die Schattendiebe. Nicht schlecht. Okay, ich glaube, aber bei dem Hehler dürfte auch dabei sein, dass der identifizieren kann. Und dann schauen wir uns da mal genau an, was der kann. Der Stab konnte er, glaube ich, nicht identifizieren, aber schauen wir mal. Wie viele Stunde haben wir dann gerade? Okay, wir haben es morgens. Und oben sollen wir zu den Docks gehen. Das heißt, wir müssen sowieso noch mal ein bisschen pennen. So, da war der Hehler. Sagt mir, was zu Und tun irgendwie ist. müssen wir die Zeit jetzt rumkriegen dabei. noch. Ein wunderschöner Tag. Oh, lass mal Was gucken, immer was ihr auch tauscht. sucht. So, was hast du dann, Mädel? Identifizieren. Jawohl, kann man beides identifizieren. Perfekt. Was ist es dann? Schutzring plus 2, der Wächterring. Der Wächter war ein unsterblicher Hüter, der mit dem Schutz eines Grabes beauftragt war, das den Leichnam einer Prinzessin der Akanal enthielt. Über die Jahrtausende verschwand der Respekt für das Grab zusammen mit Erinnerungen an die Königsfamilie, und Abenteurer begannen ihr Glück bei dem Wächter zu versuchen. Seine Überwindung war nur eine Frage der Zeit, und als es soweit war, war der Ring, den er trug, einer von vielen Schätzen, die aus der Grabstätte geraubt wurden. -2 auf Rüstungsklasse und +2 auf alle Rettungswürfe. Hat jemand noch irgendeinen Schutzring oder sowas? Nee, ich glaube, es trägt gerade keinen Schutzring. Gerade mal gucken, Viconia. Nee, die hat so viel magische Vierlefanz am Leib. Und Edwin kann es auch nicht tragen. Anomen wahrscheinlich auch nicht. Nee. Die haben schon zu mächtige Rüstungen und so. Oh, Korran kann tatsächlich. Der Rambok-Ring ist eigentlich Müll. Und das Ding könnte man auf jeden Fall noch behalten. Gut, dann kommt der Rambok-Ring weg. Dann können wir von Silver auf 9. Das ist so ziemlich geil. Und du wärst nur auf 8. Okay. Gut, dann hat sich das doch auf jeden Fall nochmal gelohnt. Das Ding geht dann ab der Adrian, das können wir dann später verkaufen. Und das ist Amulett der Macht. Oh, tatsächlich doch etwas besser. Das Amulett trägt die typischen Verzauberungen von Consta Daemon. Consta hieß ja auch dieser Handlanger vom Vierkrag. Einem Erzmagier, der im Jahr des Drachenzorns 1018 fiel. Die Symbole waren einst scharf gezogen, sind aber durch die Einwirkung von Feuer und Erosion ein wenig verblasst. Wenn man über sie streicht, vermeint man jedoch noch immer seine berühmten Ausrufe zu hören: Eure Magie versagt! Hört meine Worte der Magie! Euer Untergang kommt rasch und ihr bekommt nichts von mir. Das Amulett wurde seit jenen Tagen häufig eingesetzt und hat auch schon auf den Besitzer gewechselt. Meist im Verlauf eines blutigen Kampfes. Besondere Fähigkeiten: Der Träger erhält +5 Magieresistenz und ist immun gegen Energieverlust. Der Träger kann wortlos zaubern und erhält -1 auf Initiative beim Zaubern. Das ist natürlich für Magier unglaublich gut, aber gegen Energieverlust ist schon mal richtig, richtig geil. Was hast du da nochmal? Du hast der Gestaltwahrung, das ist eigentlich Quatsch. Das können wir auch durch reinpacken, aber na Mist, er kann es nicht tragen. Er kann es nicht tragen. Verdammt, das geht anscheinend nur an Magier, oder? Korgan kann es auch nicht. Er könnte das tragen. Er hat das Schildamulett. Und sie hat ein Schutzperidot gegen Gift. Dann würde ich sagen, Edwin kann sowieso keine Amulette tragen wegen seinem Teil hier. Dann kriegt es doch auf jeden Fall Anomen. Der hat jetzt auch 3 neue Dinger gekriegt. Das heißt, er hat Magiewiderstand. Das sind diese +5 Magieresistenz. Schutz von negativer Ebene und stummer Zauber. Das heißt, Anomen wird ab jetzt vorgejagt, sobald es irgendwie gegen Vampire geht. Weil der ist ab sofort immun gegen Lebenskraftentzug. Das ist schon ziemlich, ziemlich praktisch.
Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Seeschatz, pennen dort nochmal eine Runde. Idee, das mir zu übertragen. Und dann gehen wir nachts hier. Egal, ob das jetzt Mitte in der Nacht stattfindet oder ob das erst am Ofen stattfindet, da werden wir auf jeden Fall mal schauen. Es muss auf jeden Fall Ofen sein. Wobei egal ist, ob das Mitte in der Nacht ist oder ob das zur Abenddämmerung ist. So, dann gehen wir nochmal zum Daumen. Komm, der Rede wert. Und pennen hier nochmal für Könige. Der Tag ist kalt und trüb, So. an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gibt. Okay, perfekt. Tretet ein und seid dem Seeschatz 8 herzlich Stunden. Das heißt, 19. Stunde hat geschlagen. Das müsste eigentlich ausreichen. Ansonsten würde ich jetzt nochmal 8 Stunden pennen, damit wir halt mitten in der Nacht hier gehen. Okay, das ist immer noch etwas zu früh. Dann schlafen wir nochmal runter. Lass mich durch, Mädel. Der Tag ist kalt und trüb, Ja. an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft Ich finde es immer lustig, dass der dann Tretet ein bei und dieser seid dem Sprachausgabe Seeschatz sagt, an dem der Daumen und nicht der Daumen. Okay, jetzt haben wir die 3. Stunde. Jetzt ist Nacht, jetzt ist Zapper. Und da müssen wir runter. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal durch hier. Und dann mache ich hier natürlich, ihr könnt es ja schon erraten, mache ich hier meinen Cut. Und morgen widmen wir uns dann der Aufgabe bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Ayan. Verdammt, Ach, die schon wieder. Ich spüre noch immer ein Stechen im Bein von der Gefangenschaft in der kalten, feuchten Zelle. Es ist gut, sich wieder bewegen zu können. Ich könnte jetzt auch mit der wieder diese ganzen Gespräche machen, aber, und gibt es irgendeinen Grund, warum ich mir ja gejammert drüber hören muss? Da will ich euch in Zukunft nicht mehr belästigen. Wenn ihr es lieber habt, wenn wir schweigend nebeneinander hergehen, könnt ihr das haben. Wir gehen ja nicht nebeneinander her. Du babbelst mich hier in der Dunkelheit vom Hafenviertel. Ah, geht's noch? Yes, es erleid. So, jetzt speichern wir das ab, weil mit der her haben wir ja nichts zu tun. Gewitterdunner Keidel, jetzt komme ich aber endlich dazu. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.